gibt es feinen Hummus und einen Bonus. Viel Spaß. Liebe Patricia, was machen wir heute? Heute machen wir Hummus. Hummus? Aber nicht für den Garten, Stedi. Ah, so. Gut. Hummus. Hummus mit Kichererbsen und Tahini für den richtigen Hummusgeschmack. Also wir schaffen ein bisschen exotisch heute. Ja? Olivenöl, Zitrone, verschiedene Gewürze. Dann machen wir 3 verschiedene Hummus. Also wir werden den ganz klassischen Hummus machen. Nachher geben wir noch eine mit ein bisschen Randen, eine andere mit ein bisschen Avocado. Granatäpfel gibt noch so einen Charme oben drauf. Und so machen wir 3 verschiedene Hummus. Fantastisch. Heute. Ich bin gespannt. Gut, dann probieren wir es. Sehr gut. Dankeschön. Ich habe heute, damit es ganz, ganz schnell geht, und da kann man auch spontan entscheiden und sagen, ich mache Hummus, habe ich hier Kichererbsen aus der Dose. Man kann aber natürlich auch die schön Kichererbsen kaufen, trocknet ganz normal, einen Tag, also am Abend vorher im Wasser einlegen. Das ist ganz wichtig und ich sage warum. Am nächsten Tag diese Wasser wegwerfen, wegspülen. Kichererbsen vielleicht kurz nochmal mit Wasser spülen und dann kochen. Es geht nicht lang, es geht etwa 20 Minuten und sie sind auch gekocht. Wir wollten einfach alles hier schon fertig haben, für Tisch und zusammen kochen können. Deswegen Dose kann man auch ab und zu Hause so machen. Aber mit dem anderen, eben, da würde das zum Beispiel schon nicht passieren. Aber dann machen wir jetzt ganz abenteuerlich mit einem Messer. So, geht's auch. Da Vorsicht, dass man nachher nicht in die ganze Küche die Kügel hat. So, jetzt haben wir da Kichererbsen. Die andere probiere ich richtig zu machen. Jawohl. Das Wasser hier übrigens, wenn man kein Eier isst, weil man vegan ist und man das nicht verträgt, kann man eben dieses Wasser als Eierersatz verwenden. Ich kann das heute leider nicht brauchen, aber da kann man wirklich schön kühlen und nachher sogar so schlagen und dann hat man wie so in Eis geschlagene Eiweiß. Sieht wirklich sehr ähnlich aus und der Geschmack ist sehr neutral. Kann man auch zum Backen verwenden als Eierersatz. Habe ich beide, nehme ich von der anderen auch das Wasser weg. Wir machen eben 3 verschiedene Hummus, oder? Es ist natürlich kein Muss. Also der basische, der ganz einfache Hummus ist schon sehr fein. Man kann auch nur den machen. Aber wenn man teilweise andere Zutaten noch die hat, dann kann man das gleich auch nutzen und das auch machen. Nehmen wir hier Kichererbsen. Ich habe gesagt, ich erkläre, warum man diese Kichererbsen einlegen muss über Nacht. Das sind Böhnli, die super gesund sind für uns eigentlich. Aber sie haben gleichzeitig viele gute Nährstoffe, aber sie haben auch andere Stoffe drin, die Aufnahme von diesen guten Nährstoffen hemmen. Also das heißt, sie haben ganz viel drin, die ich nachher gar nicht gut aufnehmen würde, weil die anderen die Aufnahme wirklich hemmen. Wenn man das aber im Wasser einlegt über Nacht, am nächsten Tag diese Wasser wegschüttelt und in eine andere, also in neues frisches Wasser kocht, dann sind diese Stoffe auch weg und dann kann man wirklich alles Gute von der Kichererbsen brauchen, also wirklich verwenden. Das Gleiche gilt für andere Bohnen. Da hilft noch dazu, Leute, die eben sagen, ich esse das nicht, weil ich nachher Blähung kriege. Es ist genau das, sind genau diese Stoffe, die das machen. Also dann gibt es keine Ausrede mehr, und keine Kichererbsen essen, keine Bohnen, keine Linse. Einfach einen Abend vorher einlegen. Also die rote Linse würde ich nicht einlegen, weil sie nachher dann wirklich so weich sind. Aber sie sind auch schon geschält, dann hat man auch schon wenig von diesen Stoffen drin, wenn überhaupt. Aber von der anderen auf jeden Fall zuerst einlegen. Immer einlegen. Habe hier schon eine
Saft von einer halben Zitrone gegeben. Jetzt ein bisschen Tahini. Das ist wirklich je nach Geschmack. Ich finde, das ist, was wirklich den Hummus-Geschmack gibt. Kann ich ohne Tahini machen? Ja, ich kann ohne Tahini machen. Aber dann würde ich sagen, dann muss man sagen, es ist eine Kichererbsenpaste und keine Hummus. Schmeckt aber auch gut. Habe ich auch schon mal in die Ferien gemacht, weil ich keine Tahini so dabei hatte. Da würde ich jetzt schon mal mit ein bisschen Herdöpfelgewürz geben. Unser Salz. Ein bisschen Paprika. Aber nicht so viel, weil nachher will ich noch ein bisschen mit der Farbe spielen. Stickhuspfeffer, wirklich nicht so viel. Sie sollen nachher verschiedene Schärfe haben, damit man auch die verschiedenen Aromen merkt. Und ich mache ein bisschen Kreuzkümmel drauf. Da gibt es so die gewisse exotische Note. Kann man jetzt purieren. Mache dann ein bisschen Lärm. Oder geben wir gleich das Olivenöl dazu, dann lässt sich auch einfacher und besser purieren. Wenn ich hier einen noch cremigen Hummus will, dann könnte ich wirklich von jedem Bönnli das Hütli wegnehmen. Dann wird es besonders cremig sein. Das geht sehr gut, indem ich die Erbsli einfach in Wasser mische, gut so mit den Händen gut mischen und zusammen drücken, so spülen, als würde ich wirklich waschen. Und nachher schön stehen lassen, dann kommen diese häutelnde Oberfläche und ich kann das wegschöpfen. Aber mir stört es nicht, wenn so ein bisschen grob ist. Also es stört mich wirklich nicht. Dann lasse ich die Haut drin, spare mir die Arbeit natürlich, die Zeit. Und habe sogar noch ein bisschen mehr Ballaststoffe drin, also noch mehr Faserstoffe drin, was wiederum sehr gut ist. Ja. Da verwenden wir wieder mal unsere Schweizer Bamix. Geht auch mit anderen. Ein bisschen länger wird gehen. Einfach schauen, dass man alle Kichererbsen hier verwendet. Man kann natürlich noch einige auf der Seite, also beiseite stellen und nachher schön dekorieren. Habe ich jetzt vergessen. Aber sieht nachher sehr schön aus. Wenn man so eine schöne Apero-Platte macht, dann hat man die verschiedenen Hummus. Und auf eine legt man ein paar ganze Kichererbsen. Gekochte natürlich, oder hier im Fall aus der Dose. Die auch gekocht sind. Ja. Also es wird schon schön cremig. Da hat man schöne, natürliche Emulgatoren fast drin, oder? Mit dem viele Eiweiß, die wir hier haben. Nehmen wir das, was hier auf dem Mixer drauf ist, weg, damit es sicher auch puriert ist. Jetzt kommt schon interessanterweise die verschiedenen Aromen von den Gewürzen mit dem Tahini. Also Tahini übrigens, wenn man das noch nie davon gehört hat, ist eine Sesampaste. Das ist etwas sehr oft verwendet in die Nahostenküche. Man kann auch brauchen für eine exotische Salatsauce zum Beispiel. Je nachdem machen wir das auch noch. Heute noch. Ich würde sagen, das ist gut. Wir könnten noch länger hier purieren. Dann haben wir noch cremiger. Aber ich sage, das ist auch schon genug. Aber es ist ja immer Geschmackssache. Lassen wir das schön. So. Hier habe ich quasi schon eine fertige Hummus.
Ganz viel sogar. Aber ich will nachher 3 verschiedene machen. Wenn ich Besuch habe, dann kann man nachher fein Fladenbrot mit Chips, mit Tortillas essen. Man darf auch die Länder vermischen. Probieren. Schmeckt schon sehr hummusartig. Gebe ich aber noch ein bisschen Frische von der Zitrone. Aber nicht mehr das Ganze. Die andere Hälfte brauche ich aber noch. Also die andere Hälfte, der Rest von dieser Hälfte, die andere Hälfte ist schon hier drin. Mal gleich wiederholen, was hier drin ist. Kichererbsen, Olivenöl, Zitronensaft, haben ein bisschen Herdöpfelgewürz, ein bisschen Paprika, ein bisschen Stickhuspfeffer und ein bisschen Kreuzkümmel und Tahini. Mach so. Und jetzt teilen wir das in verschiedene Schüsseln. Ich lasse die Tahini hier noch offen, nachher für die basische, also die normale, ganz einfache, aber feine Hummus, nehme ich noch ein bisschen Tahini. Für die andere machen wir hier verschiedene. Dann mache ich einmal mit dem Avocado, das habe ich gerade für eine andere Rezepte verwendet, die andere Hälfte. Ich wollte nur super, weg. Ich will hier eigentlich vor allem mit der Farbe spielen. Oder ich mache das hier schön grün. Das ist mir im Weg. Könnte ich zum Beispiel, diese Grün würde ich auch bekommen, wenn ich mit Spinat würde schaffen, zum Beispiel mit Rucola. Ich könnte wirklich fein, auch mit gefrorenem Spinat geht es sehr gut. Das soll ich kurz abtauen lassen. Gleich mit dem Teil von dem Hummus mischen und dann müsste ich einfach wieder kurz pürieren. Wenn ich die Avocado jetzt hier nehme, muss ich gar nicht mehr pürieren, oder? Der ist schon so gesagt püriert. Ich nehme da ein bisschen von der Hummus, einfach 1/3, sagt man so, etwa. Und dann kann ich das einfach wieder mischen. Ich kann natürlich auch wieder den Bannix nehmen, aber ich kann auch gut hier von Hand machen. Je nach Avocado haben wir ein bisschen grüner oder weniger grün. Bei denen hier kriegt man gar nicht so das feste Grün, aber das ist kein Problem. Wir können auch anderes zu dem Grün kommen. Ich kann hier zum Beispiel frische Kräuter nehmen, wenn wir da, machen wir bei denen ein bisschen Schnittlauch. Geht schon mal gut. Die Idee ist wirklich, dass die 3 nachher ganz unterschiedlich aussehen. Das macht sich auch schön auf so eine Apero-Platte, aber überall so. Genau, ein bisschen Schnittlauch. Ich glaube, ich nehme doch noch ein bisschen Peterli, auch für diese da. Ich habe hier glatte Peterli, was natürlich sehr passend ist zum Hummus. Man kann aber natürlich mit der Krüseli Peterli auch machen. Und wenn man gern hat, ich zum Beispiel, aber ich habe jetzt hier gerade nicht, wäre Koriander super geeignet, weil das ist auch das, was man in dieser Gegend am meisten verwendet. Gut, wobei sie verwenden auch viel Peterli. So. Auch da, ich lasse es so ein bisschen grob. Ich will die ganze Textur noch haben. Gut.
Und jetzt kann man gleich nutzen, um ein bisschen nachwürzen. Also hier gebe ich noch ein bisschen Stickhuspfeffer. Die mache ich schärfer als die anderen. Und ich habe vorher probiert, also man kann noch ein bisschen Salz nehmen. Ich nehme noch Herdöpfelgewürz. Schön alles gut durchmischen, nicht, dass man in einer Ecke ein bisschen mehr Gewürz hat als im anderen. Wenn man ganz gern Avocado hat, kann man natürlich mehr Avocado hier reinmischen. Oder wie gesagt, mit dem Spinat wird man wirklich eine schöne grüne Note kriegen. Hol schon mal die Gläschen, dann kann man nach und nach abfüllen. So, 3 verschiedene, 3 Gläser. Probieren wir auch noch. Machen wir noch ein bisschen. Nein, da lasse ich für den anderen. Aber ein bisschen Salz braucht man noch. Ganz ein bisschen. Jetzt kommt fein. Die Pfeffer noch. Deswegen gut kauen. Dann kriegt man auch alles davon. Ich habe wirklich jetzt ein Pfefferkörnel noch bekommen hier. So. Die Schüssel ist vielleicht ein bisschen größer. Man kann die hier auch mit anderen machen. Schön verteilen. Erst ist fertig. Kommen wir zur zweiten. Und da hoffe ich auf eine sehr intensive Farbe, in der ich hier mit Randen arbeiten werde. Jetzt färben wir alles, nicht nur der Hummus. Werde ich jetzt wieder purieren. Haben wir langsam. So. Je weniger Sauerei man machen, desto mehr gibt es. Ne? Jetzt schon ein bisschen hier in die Gegend gespritzt, aber wir können nachher zum Glück wieder putzen. So. Wieder weg. Wir könnten natürlich den Randen auch wieder selber kochen. Wenn man so kauft und wenn man selber kocht, gibt immer so ein bisschen Saft drin. Das nehmen wir gerne. Wir wollen genau diese Farbe hier. Und wo Farbe ist, sind auch andere Stoffe drin, die meistens gut sind, wenn sie natürlich sind. Ich nehme nur kurz die Schale hier weg. Könnte sogar, wenn ich ganz viel Saft jetzt hätte, sagen wir, ich hätte den Rand selber gekocht, könnte ich sogar nur mit dem Randensaft hier schaffen. Ich könnte übrigens auch nur Randensaft kaufen und das machen. Aber so finde ich praktisch, weil es bleibt uns noch ein bisschen Randen.
Und wir haben alle Zutaten schon hier für einen feinen, schnellen Randensalat. Können wir noch dazu machen. Eine Bonus für die Rezept. So, Randen ist geschält. Die Hände sind schon blutig. Nehmen wir ein bisschen jetzt von dem Hummus hier, unsere Basis. Rühre schon mal da. Der Randen ist ja bekannterweise so süßlich. Ja? Das lassen wir noch. Dann gebe ich hier nur ein bisschen Paprika. Dann haben wir schon anderes Gewürz, das unsere Avocado, Kräuter, Hummus. Ist schon leicht rosa, bin ich aber noch nicht zufrieden. Dann gebe ich noch ein bisschen Randenstücke dazu. Und er wird wieder püriert. Jetzt kommt die Farbe schön. Wir können natürlich auch hier ein Stückchen, also kleine Stückchen Randen schneiden und hier drin lassen. Dann gibt es auch wieder verschiedene Texturen, aber ich kann auch so schön alles pürieren und so eine Randenrosa Hummus machen. Oder so auch eine Steady Hummus. Dann wird unsere Proband nachher vielleicht schon optisch sich von dem Rezept überzeugen können. So. Die Farbe, das sieht schon mal schön aus. Also ich habe noch einige Stückchen hier. Ich kann auch länger pürieren. Oder so grob lassen. Probieren wir auch, ob es etwas fällt. Ich gebe doch ein bisschen Zitrone noch. Das tut jetzt mal die Farbe intensivieren, also intensiver machen. Konservieren. Und gibt so eine frische Note zu dem eher süß, ja, so vom Randen. Aber fertig ist der zweite. Wieder umfüllen. So. Zweiter Hummus. Und der ist fein. Sehr fein. Okay, und jetzt haben wir das dritte Hummus. Das ist ein einfacher Hummus. Der ist eigentlich so gut schon fertig. Wir machen aber noch ein bisschen ein Extra und geben noch ein bisschen Tahini dazu, dass er richtig so nach Hummus schmeckt. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Wenn man nicht so gern hat wie ich, einfach weniger. Wenn man noch lieber hat, mehr.
Gut rühren. Die zwei sind schon fertig. Nehmen wir den jetzt da. Und der letzte Schliff kommt erst in den Schüssel hier rein. Nehmen wir alles weg. Tun wir schön so verteilen, also wirklich nach unten drücken. Und machen wir so eine kleine Wanne in der Mitte. Und daher kann man nachher noch abschlecken. Und in diese kleine Wanne mache ich noch ein bisschen Olivenöl. Bisschen Paprika. Und Kreuzkümmel. So. Und jetzt ein bisschen Granatäpfel. Hätte natürlich eine ganze Granatäpfel hier können Sie. Dann könnte man sogar ein bisschen auseinandernehmen für den Hummus und die andere Hälfte zum Beispiel da auf den Tisch lassen. Das sieht auch schön aus. Nehmen wir hier so. Machen wir schön drauf. Braucht man nicht. Es ist nur, also wirklich absolut optional. Wir hätten schon mal das, was wir euch versprochen haben. 3 verschiedene Hummus. Ich habe aber hier noch Randen. Und ich will diese Randen nicht einfach da lassen. Das wäre schade. Und ich habe andere Zutaten, mit denen ich die Randen auch brauchen kann. Dann schneide ich die so in dünne Streifchen. Ich muss das auch nicht machen. Logisch könnte ich die Rand einfach so essen. Ich könnte die Rand behalten und für morgen etwas machen. Aber jetzt habe ich da und ich habe Lust darauf. Dann mache ich hier noch einen Randensalat. Ich finde, es passt auch zu denen, wenn man nachher das mit Fladenbrot zum Beispiel isst, kann man gleich den Salat mitessen. Und die ist so einfach zu machen. Ich hätte natürlich hier unten schon gleich die Soße machen können. Aber es geht auch, wenn ich jetzt oben drauf mache. Ich mache noch Kräuter. Lassen wir das da. Olivenöl. Zitronensaft. Könnte ich auch Limette nehmen übrigens für das ganze Rezept hier, wenn ich Limette zu Hause hätte. Wenn ich jetzt sagen wir die ganze Zitrone gebraucht hätte, aber ich hätte zu Hause noch Orange. Mit Orange würde auch super gut passen hier. Der Vorteil jetzt, wenn wir etwas Zitrus nehmen, etwas, was eben Vitamin C drin hat, ist, dass wir die Stoffe hier, die guten, zum Beispiel das Eisen hier in dem Randen, besser aufnehmen können. Das Vitamin C macht das Eisen besser verfügbar für den Körper. Also wir können das besser verwerten. Ich mache noch ein bisschen Kreuzkümmel. Ich mache so eine leicht exotische Salat. Und damit es keine süße Salat gibt, oder? Der Randen ist leicht süßlich, machen wir Herdöpfelgewürz. Also Salz. Probieren. Schwein, machen wir ein bisschen Pfeffer. Steckhauspfeffer haben wir da. Wirklich nicht viel, sonst mache ich alles so scharf.
Und nehmen wir noch ein bisschen Peterli. Nicht viel. Ging's auch mit Koriander. Ging's auch mit Kerbel. Auch Basilikum hätte ich können nehmen. Sodeli. Alles aus dem Finger weg. Da tun wir jetzt nicht so ganz fest rühren, damit man die Kräuter noch schön sieht. Nicht, dass alles rot wird. Noch eine Schüssel. Kann natürlich auch hier servieren, aber so, dass alles gleichmäßig aussieht. Hätten wir noch dazu auch schnell gemacht ein Salat. Und so haben wir alles. Die versprochenen 3 Hummus und dazu noch eine Randensalat. Und jetzt müssen wir nur noch probieren. Wow, das sieht ja riesig aus. Und verschiedene Farben. Also das ist alles Hummus. Genau. Und das da? Das ist noch ein Bonus. Also wir haben Randen gebraucht für den Randenhummus. Aha. Und da hatten wir sonst alle Zutaten noch dabei. Dann haben wir noch schnell einen Randensalat gemacht dazu. Fantastisch. Und jetzt, wie soll ich das probieren? Ja, man kann so probieren natürlich, einfach so. Oder man hätte hier noch andere feine Hilfsstoffe dazu. Da jetzt Bummchips. Das würde auch passen. Klar, wir könnten natürlich auch ganz klassisch mit einem Fladenbrot machen. Aber wir wollen auch nicht immer klassisch sein. Nein, Bestätigung ist nicht speziell, das ist ja so. Und das, da könnte man auch als Tipp dann so anlegen, wenn man einen Besuch hat. Theoretisch schon, aber der Besuch darf auch noch ein bisschen schaffen, oder? Sehr ausgewogen. Kann sein, da hat ein Spürchen Herdöpfelgewürz drin. Ja, das hat Herdöpfelgewürz drin und ein Avocado. Sehr fein, sehr fein. Mit allen Bummchips fein und mit denen natürlich am allerfeinsten. Das ist klar. Und jetzt probieren wir den den. Salat nachher. Der ist schön von der Farbe. Ja. Das ist jetzt Passt zu den Pool, ja? Mhm. Und extra so. Ja. Ganz anders. Sind auch andere Gewürze drin? Ein bisschen schärfer, Genau. aber nur fein. Und Kreuzrübe merke ich da gut raus. Gut. Cool. Und dann haben wir da noch einen speziellen. Das ist der ganz klassisch eigentlich. Das ist der normale. Ja, also der normale. der Einfach Standard. mit Herdöpfelgewürz und ein bisschen Paprika. Also, ich wieder speziell. Aber auch der sieht mega schön aus. Ja, Die Granatäpfelkerne. kann man natürlich auch mitessen. Das ist gut. Willst du den Randensalat auch probieren? Selbstverständlich. Bin ich Kann man gespannt. direkt so Ich nehmen. bin nicht so ein Fan von Randensalat, weil meistens ist er so, halt so gewöhnlich, aber Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen so Soll ich von umrühren. untereinander Jetzt machen? liegt ja schon ein paar Minuten. Probier es schnell. Oh, schön. Schau mal, frische Kräuter drin. Genau. Und natürlich wunderschön geschnitten, wie gewohnt. Mal, so ist gut. Fantastisch. Stand das? Gut. Sehr fein. Danke Freue mich. vielmals. Super, gerne. Wirklich mega fein. Gut. Ich habe jetzt nicht Flips gar nicht probiert. Ich habe gar nicht probiert. Ne? Aber ich habe vorher schon probiert. Weißt, ich habe immer wieder probiert. Du hast gesagt, Immer ist wieder gut. probiert, einen Löffel Selber gesagt, ist abgeschleckt. gut. Ja, ich habe gut gefunden. Oh, jetzt mal schauen, da mit den Flips. Ich kenne Oh. eure Flips gar nicht, muss ich so. Probieren, ob es geht. Das ist schwerhaft. Sag immer. das Oh, ist mal, blöd. mit den Flips ist da fein. Aber du hast jetzt direkt durchgekriegt, gell? Es hat funktioniert. Ist das auch sehr fein? Hat jetzt die Farbkombination ist wieder gut. Das ist fast so eine stehle Puppe, gell?
Sehr gut. Kompliment.